Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so an so einen Brunnenkaran. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, von wo kommen meine Seelenverwandte? Kurdistan? Du und die scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig morgen. Ja, Mann. Folge 52. Part 2. Part 2. Wie können wir über ein Jahr Podcast machen, Bro? Und es passiert uns einmal, dass wir eine ganze Folge aufnehmen und dann checken wir haben nicht aufgenommen. Das ist uns einmal passiert, weißt du wann? Erste Folge. In der allerersten Folge. Und jetzt, 52 Folgen später, wir haben fast 1,5 Stunden lang miteinander geredet und wir haben wirklich ein lustiges Gespräch gehabt. Und dann gehe ich hinterher, schaue so die SD-Karte an, ich so, Bro, hast du da drauf gedruckt? Dann hat er so, nein. Ich so, Scheiße. Jetzt haben wir einfach nicht aufgenommen. Aber es ist easy, dann nehmen wir halt mal eine scheiß Folge auf, Bro. Chaos gibt's. Vielleicht wird es halt wieder ein bisschen kürzer, aber das ist auch okay. Ist auch okay, aber Und wir dürfen ja nicht über das reden, was wir vorher geredet haben. Genau. Weil sonst ist es ja nicht lustig, weil, ja. Ist nicht mehr der gleiche Vibe. Ja, und über was reden wir heute, Bro? Über was reden wir nochmal, meinst du, oder was haben wir denn vor? Hey, weißt du was? Vielleicht ist es auch gut, dass es nicht aufgenommen hat, Bro. Viele. Weil es hat schon 1-2 Sachen gegeben, die näher sind am hey, Bro, wenn das in die falschen Ohren kommt, kann schnell passieren. Schwierig. Und jetzt denken sich alle sicher, Mann, Scheiße, was ist das für eine Folge online? Ey, well, I guess we'll never know. Doch, ihr werdet schon know, aber... Ihr werdet schon know. Ihr Okay. werdet schon know, aber alles hat seinen Preis. Wir machen einen kurzen mündig Premium YouTube-Account, wo zum Beispiel die erste Folge und die Folge reinkommen. Ja. Mit scheiß Audioqualität und mit dem Leben, weil wir einfach scheiß Audio nicht Voll. haben. Aber ja, es ist wie es ist. Es kann auch mal der beste Fehler passieren. Und ich finde, alle 52 Folgen oder alle 50 Folgen ein Fehler ist voll okay. Oder? Gewisse Leute machen jede Folge einen Fehler. Ja. Ey Bro, ich schwöre bei Gott. Ja. Wieso tust du dein Handy heute den ganzen Tag vibrieren? Mach auf nicht stören. Penny. Ja, aber ja, jetzt sind wir halt da. Und keine Ahnung, Bro, was ist die Woche so bei dir gelaufen? Was ist bei mir gelaufen? Nicht viel. Abgesehen von Geburtstag. Nicht viel eigentlich. Mit Eltern gegessen. Wir haben den Lama gemacht für die gesehen auf Insta. Geil. Richtig viel. Ich habe noch die Heime im Gefühl. Und Scheiß. Ja, meine Mutter Lama gemacht. Es kommt einfach Bestellungen rein, Bro. Meine Brüder haben die 10 mitgenommen. Der eine ins Geschäft, der andere in die Schule. Ich habe auch 10 mitgenommen für Leute. So. An dieser Stelle Damian. Unser Konzeptschreiber, unser Brüder. Ja. Du hast ich habe geschrieben, du hast nicht abgemacht, du hast nicht reagiert, du hast am nächsten Tag oder später am Abend geschrieben, ich habe es verpasst. Ich habe angeboten. Ja, das stimmt, Bro. Ich habe angeboten, ich hätte eine frische gebracht mit Auto. Aber einfach nicht, was nachher heisst. So, Sero, einer, der sein Wort nicht hebt. Bruder, wenn ich versuche, so gut es geht heben, wenn du mir nicht deine Hand anbietest, was soll ich machen? Das stimmt. Genau. Das habe ich gemacht. Dann unterwegs war, ey, an der, wo ich die Woche gesehen habe, die oder letzte Woche, irgendeiner im Winter, dort bei der 30er-Zone, wo die ZHW-Bibliothek ist, irgendjemand mit einem fetten CL 500, der einen frisch gewaschen hat, und ich habe den geiert. Ja. Ich habe den CL geiert, er hat richtig schön ausgesehen. Ja. Und er hat irgendwie etwas gesagt mit Grüß und so. Liebe Grüße zurück, Bruder, du hast einen ganz geilen März. Richtig schön. Ich habe wegen dir nachher Autoscout CL angeschaut. Ich so, ein CL wäre eigentlich schon nicht schlecht. Was kostet denn CL? Hey Bro, also CL 63 ist ja schwierig so jetzt momentan, mit wenig Kilometer. Es sind ja schon ein bisschen älter, es sind keine neue rausgekommen. CL selber so. Ich glaube, das ist ein März, oder? Genau. Ja. CL selber, CL 500 und so weiter, finde ich schon. Es ist einfach so eine Frage vom Unterhalt, weißt du, das halt, Bro, es sind halt riesige Bolide mit riesigen Motor und... Riesige Bolide? Was ist das für ein Wort? Ein Bolide. Ich
Ich habe noch nie gehört in meinem Leben. Bro, kennst du nicht? Du kannst es selber nicht ummissen. Bro, es ist so, ich hätte gesagt, es ist so ein riesen Bolide, so wie so ein riesen Fahrzeug, ein Du bist einer riesen... von denen, der Wörter benutzt, die er nicht kennt. Bolide. Sehr Ja, Motorsport, Sportwagen, schneller Rennen- und Sportwagen. Ist der. krass. Eben, und so ein richtiger Haiwan-Washwagen, Alter. Richtig schön ausgesehen. Und ja, Mann. Und Bro, ich war letztens draussen gewesen. Und ich habe einfach gesagt, also zu mir, ey, zu lustige Videos. Ja. Und ich so, danke vielmals, Bruder, küss ins Herz. Nein, ich dachte, aber Bro, ich mach Podcast. Weißt du, viele Leute checken zu mich und Leute sagen so, ey, deine TikToks sind zu geil. Ich denke mir immer so, in dem Moment, was sagst du, wenn Leute sagen, so, deine TikToks? Ey, Bro, ich hasse es. Oh, Scheiß. Ja, ich finde es ein bisschen mühsam, weil ich mache keine TikToks. Ja, stimmt. Eben, wir machen eigentlich, also, ich finde es auch so okay. Also, okay, Also das ist ja easy, weil ich meine, sehr viele von unseren Zuhörerinnen sind ja durch TikTok auf uns aufmerksam geworden. Ja. Aber, Bro, look, wir haben im Namen Podcast, oder? Mhm. Dann in der Bio steht Podcast. Dann in der Bio steht für mehr, druck der Link. Dort steht auch. Und dort steht auch nochmal, wir sind ein Podcast. Dann hat es auf dem Profil ein Symbol mit YouTube. Und die Leute schreiben immer noch in die Kommentare, ey, macht mal längere Videos. Ey, ich weiß nicht. Oder sagen so, wie heißt er auf YouTube? Und dann sage ich, Kurz und bündig Weber. letztens habe ich geschrieben, gemischtes Hack. Und dann so, danke, Bruder. Korrekt. Korrekt. So ein dummes Sieg, Alter. Bro, also mich stört es nicht. Es ist einfach so ein pingeriges Denken vielleicht. Ich denke mir einfach so, Bro, ich mache Podcast. Ja. Aber unter dem Strich, du hast dir angeschaut, was wir machen. Ja, Mann, King. Sorry. Und du hast vielleicht auch ein Like hinterlassen, vielleicht auch ein Follow. Vielleicht sogar mehr. Vielleicht hast du deiner Mutter erzählt, was wir machen. Auf jeden Fall, danke vielmals, was immer gemacht hast. Küss ins Herz. Ja, Mann, dann habe ich das noch erlebt. Und jetzt bin ich mit der, mit der Pelin bin ich am Mittwoch. Bro, keine Ahnung. Einfach, Mittwoch bin ich mit der Pelin Kaffee und Kuchen machen und chillen. Der Gute. Wie immer, mit Pelin Kaffee und Kuchen am besten. Und dann bin ich so in einer Reste gewesen, Bro. Und Bro, also ich weiß, dass du nicht immer top motiviert bist. Ja. Aber so ein gewisses Niveau an Anstand musst du in gewissen Berufen haben. Also zum Beispiel im Verkauf, weil du Kontakt hast mit Menschen. Ja. Im Service, weil du mit Menschen redest. Ich weiß, du weißt, jeder weiß in diesem Resti, wenn du lachst nicht, weil du es lustig findest oder du happy bist, sondern du musst. Aber es ist voll okay, es gehört so wieder quasi dazu. Und ich bin mit der Pin angeguckt, Bro. Ja. Und es ist einfach so gekommen. Sie so. Also die Kellnerin. Ja, sie so. Also ich bin jetzt Pelin. Also bin ich Pelin? Hey Leute! Oh mein Gott, ich habe heute, ich habe heute einen Rhabarberkuchen gegessen. Und ich sage, es ist fein gesehen. Okay, ist gut. Ich bin mir gerade wieder in der Situation. Okay. Ja? Und sie ist so gekommen. Ja. Und sie einfach so. Und ich so. Ja, nicht mal begrüßt. Nicht. Sie so. Ich so, ja, Dessertkarte gern. Geht sie rein, kommt sie mit der Dessertkarte. So. Geh wieder. Aber dafür hat es jemand, der schafft, der das so krass ausgerichtet. Er ist so smooth, so anständig, so ruhig, so freundlich. Nein, hast du ihn gefragt? Was habe ich gefragt? Wie meinst du, blastet er? Und du bist gut reingelaufen jetzt. Ich habe eingereizt. Ah, danke schön, danke für den Content. Ich habe gedacht, wenn schon vielleicht die Folge so lang wird, dann gibt es auch keinen Content. Ja. Und na, ich habe mich gefragt, ich bin so Pelin dort, und Pelin so, Bro, die hat Max anschließen. Ich so, ja. Hey, wenn du nicht Lust hast, es gibt Tage, wo einfach nicht gehen, ich weiß, du hast keinen Bock, du hast keine Lust, nimmt dir niemand böse. Aber red mit mir, Bruder. Ich habe mit dir 2 Wörter austauscht. Ja, Bro. Also, weißt, Servicejobs und so sind sehr undankbar.
Extrem. Aber keiner zwingt dich den Job machen, Bruder. Ganz ehrlich. Ich weiss, ich habe auch 5, 6 Jahre im Verkauf gearbeitet und es hat auch Tage gehabt, was mich angeschissen hat, Bro. Aber der Grund, wieso ich nicht im Migros gehe und etwas trinken, sondern zu dir komme, Bro, ist halt unter anderem die menschliche Interaktion. Ja. Und wenn du so ein Suratzes bist, wo einfach gar nicht mit mir will, dann sag mir halt, hey, heute zusammen, sorry, ist gerade ein schlechter Tag oder was weiß ich, Bro, weißt du, so voll. Ich kann mir entschuldigen, man muss auch sagen, hey, jetzt haben wir sorry, ich bin ein bisschen im Stress. Tut mir leid, wenn ich nicht ganz da bin die ganze Zeit. Ja, voll, aber voll easy, ja. Kennst du Leute, die so schnipsen nach dem... Wow, das ist so kulturlos. Boah, das Schlimmste. So, ja. Ich würde jemanden nicht daten wegen dem. Das wäre auch ein Grund für mich, ja. Weil ich würde mich auch unwohl fühlen und schämen für den Mensch. Wie stehst du dazu zum... Nein, Smash. Was? Nein, zum erstes Date, wieder beim Essen zum Beispiel. Zahlst du denn oder zahlst du nicht? Ich zahle schon, ja. Für beide. Ja, ja. Es gibt ja so Leute, die sagen, man, die Frau muss sich verdienen, dass ich für sie zahle. Hey, Bro, es ist schwierig. Ich finde bei dieser Ansicht, Bro, ich weiß nicht, es gibt, jeder interpretiert es falsch und es ist richtig selber, aber... Also ich finde, wenn du jemanden fragst, nach dem Essen, so, ich will dich einladen, dann finde ich, ich sollte schon zahlen. Ja, fix. Also wenn du so sagst, hey, hättest du Lust zusammen etwas zu essen und so, ich will dich einladen, wenn du sagst, ich will dich einladen, dann ist aber klar. auch wenn du sagst, gehen wir etwas essen zu einer Person, ja, fix. Wo halt das Date ist, dann würde ich glaube schon davon ausgehen. Also... Ja, aber wenn ich zum Beispiel an das Date ankomme und du kannst davon ausgehen, was für ein Vibe, weißt du, wenn ich so einen Vibe spüre, wo so, wie soll ich sagen, also auch wenn es mir nicht passt, auch wenn es nicht stimmt, ich will nicht sagen, ich zahle nur dann, wenn es, ist scheißegal wie es ist, ich zahle, aber wenn ich dann so das Gefühl bekomme, so, warum, so machst du jetzt 6 Gang zur Nacht, du isst nicht mal 6 Gang, in deinem ganzen Leben hast du nicht 6 Gang gegessen. Aber es ist zum Glück noch nie passiert jetzt, aber sonst, ja, ich würde schon sagen, also, ich würde zahlen, ja. Einmal hat mich eine angefixt, weil ich ihre Tür aufgemacht habe. Sie so, ich kann das auch selber im Fall. Und du so, Dann habe ich gesagt, ja, dann komm halt auch selber. habe ich jetzt etwas gedruckt? Nein. Ja, noch, okay. Was? Das ist jetzt sehr lang gegangen. Ich habe gedacht, wieso reagierst du nicht? Checkst, Bro. Wenn du so emanzipiert bist, Bruder, komm halt auch selber an. Nein. Ja, ist nicht einfach. Chips Cola. Bro, was ist jetzt kurz? Ah, genau. Einmal habe ich. Nein, weißt du was? Nein. Ich kann wieder jetzt. Nein. Ich wollte das nicht erzählen. Also, ich wollte schon erzählen, aber ich will nicht, dass es im Internet umschwirrt. Stimmt! Der erste hat seine Fresse nicht aufmachen, weil ich Chips Cola gesagt habe. Du hast gerade meinen Namen gesagt, du voll Idiot. Fuck! Du bist so dumm, Bro. Du bist so dumm, Bro. Du bist so dumm, du hast das so können ausnutzen. Oh mein Gott. Ich hätte können, aber vergiss nicht, mit welchem Herz ich nicht gemacht habe. Mit welchem was? Herz. Ja. Fuck, ich kann nicht, dass du das... Hast du gleich dich wieder wieder, hä? Ah, okay. Ist schon gut. Scheiße. Ja, ist so. Nicht. Shit. Ja. Ich habe Angst nicht. Ja, ich auch. Also auf die reden wir gleichzeitig. Nein, auf die redest du zuerst. Okay. 1, 2. Schaffe ich es, dass du das gleichzeitig etwas sagst wie ich? Du musst aber dann auch Chips Cola sagen. Ja. Was muss ich sagen? Bruder, du versuchst dann mit Lucky Luke von dem Spiel spielen, Mann. Bruder. Kennst du das Spiel, Lades? Hast du das Kind nie gespielt? Was ist das? Bro, immer wenn wir Poulet gegessen haben bei uns, in meiner Kindheit, also einmal im Jahr, weißt du was, wenn wir Poulet gegessen haben, hat meine Mutter mir so, hallo, hör auf, das Handy, du regst mich wieder auf. Das andere regt mich wieder auf. Du regst mich auf, leg das Handy weg. Sorry. Immer wenn wir etwas gegessen, also Huhn gegessen haben, hat sie mir so einen Knochen angegeben. Ja. Und dann haben wir beide dran gezogen. Und der, bei dem das längere Stück war, der hat quasi Lades gespielt. Und Lades heisst so, wenn ich dir etwas in die Hand gebe und du nimmst es, dann musst du sagen, ich weiß, bevor du es nimmst. Mhm. Wenn du nicht sagst, ich weiß, dann hast du verloren. Checkst? Mhm.
Dann hat jemand was mit mir gespielt. Ich habe mir immer so gesagt, weißt du was, jetzt gönne ich. Dann 2 Sekunden später, ich so, nimm den Teller, tu das auf die Küche. Ich nehme sie so laut, ich so, Mann, 10 Sekunden, Bro. Hast du das nie gespielt? Nein. Krass. Wir haben Zeitung rennen, wie das immer heißt. Wie? Was? Zeitung. Trennen? Fuck! Oh, fuck! Okay, ich gebe so auf. Nein, Bro, bleib dran, Bro. Ich gebe so auf, Nein, bleib dran, Bro, bleib dran. Zeitung. Rennen! Ja, ist gut, das hast du mich ne? gemacht. Ist gut. Okay, Zeitung. Weißt du noch, wo das bei Ding kam? Bei Squid Game. Die Zeitung rennen. Hast du das Ja. Squid Game nie geschaut? Doch. Okay. Das meint die Puppe, die sich so umdreht hat. Unter anderem, ja. Okay. Ja, voll. Das wär's. Ich denke so nicht. Nein, ich kann nicht so, wir reden jetzt drüber, aber du weißt ja, ob ich sie nicht. Ich weiß nicht, was es geht. Also, Okay, schrei mal nicht. ich kenne das Good Game. Ah ja? Wie hast du gefunden? Hey, ein bisschen overhyped. Overhyped. Ja. Okay. Ich finde es geil. Ich finde auch die Geschichte geil von dem, weil er schon abgelehnt wurde vor Jahren irgendwie. Und dann, Ja, also er hat Das das ist Drehbuch schon lange. ja, sein Drehbuch ist abgelehnt worden. Es Und gibt halt leider so viel in der Szene. Mal schauen, ob ich jetzt mein Drehbuch kann verkaufen jetzt haben sie ja, ich habe gerade gesehen, Hollywood haben Drehbuch, Autoren, Regisseur. Riders. Riders. Ja, sind jetzt im Streik. Streik, genau, weil sie wollen bessere Bedingungen haben. Und es trifft schon gerade direkt Jimmy Kimmel und so seine Show. Ja. Der hat ja über all die Writers kommt ja immer an seine Shows. Ja. Bro, also in Amerika gibt es einen sogenannten Writer Room und dann in jeder Serie hocken so 5 bis 6 Leute eigentlich Ja. in dem Writer Room und schreiben die Folgen, weißt du so. Und die letzte ist eine, glaube ich, an die Emmy-Verleihung gegangen und Emmy ist ja so wie Oscar von der Serie. Und weil er halt kein Geld gehabt hat, der Writer, hat er sich müssen eine Krawatte mieten, damit er an die Emmys gehen kann. Ja. Weißt du, was ich meine? So schlecht, so unterbezahlt sind die Menschen. Ja, ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, sie kommen besser noch über. Bessere Bedingungen, weil Hollywood ist. Die machen fett Cash. Und die kommen, also, mich nimmt es Wunder, so, wer am meisten isst von dem ganzen Kuchen. Der Produzent meistens. Der Hurensohn. So. Ja, also, oder der Verleih halt. Ah, scheiße. Die Ures. Ah, okay. Voll. Ja, also, das sind halt auch die Geld reinbuttern, weißt du? Aber ich meine, Film ist halt etwas, wo vielleicht so an einem Set arbeiten, am X, keine Ahnung, 50 Leute oder so. Und meistens sind halt die, also so die Lichtmenschen und die Riders und all die. Also du musst mal überlegen, von mir aus eine Lichtperson, also eine Person, die das Licht aufstellt und einrichtet und so. Ja. Also für die meisten Filmschauer macht jetzt vielleicht nicht so einen riesen Unterschied, ob das Licht so oder so ist. Also weißt du, zum Beispiel, wir haben jetzt in der Schule gerade ein Lichtseminar gehabt. Und da hat irgendeine mega bekannte und begnadete Kamerafrau hat so uns beigebracht, was halt so mit dem Licht kannst machen und so. Und natürlich kannst du ganz viel mit dem Licht rausholen, weißt du, so 100%. Aber ein paar Sachen sind so, sie haben wirklich so eine halbe Stunde lang etwas aufgestellt und das drüber da und das und eine Blende heller und dann noch ein Filter. Und ich schwöre dir, ich sehe keinen Unterschied. Ja. Also weißt du, Krass. so von 3 Lichtern machen sie 5, damit es ein bisschen krasser aussieht. Ach, es ist kein Unterschied. Aber ohne Riders, Bro, kann es, weil die sind ja die Geschichte schreiben. Ja, voll. Aber ja, schon heavy. Apropos erkennen mit dem Auge und so. Also ich glaube am Samstag, also vor 2 Tagen, wenn ihr es hört, ist glaube es Vollmond gewesen. Bei uns, also Ja. morgen wird Vollmond. Und das ist immer so die letzten paar Tage, bevor es Vollmond wird, Ja. ist ja schon extrem hell. Ja. Und die Leute fangen sich schon an beschweren im Büro, dass sie nicht gut gepennt haben. Ja, ich habe auch nicht gut gepennt gestern. Und ich muss sagen, im Fall, ich finde es jedes Mal krass, wenn wir den Mond anschauen und unser blaues Auge schon ganz grosse Krater sieht. Wild, oder? Es ist schon krass, ne? Also wir sehen etwas, wo wie viel 100'000 Kilometer ist der Mond von uns entfernt? Was würdest du schätzen, wie weit ist der Mond entfernt von uns? 300'000 Kilometer. Bro, ich könnte jetzt, ohne Scheiß, ich könnte dir eine Zahl sagen
und ich wüsste bei Gott nicht, wie nah ich bin. Sag? Also kann man das in Kilometer messen? Ja, oder ich- müssen wir das in Lichtjahr? Kilometer, Bruder. Der ist nicht so weit. Du siehst. Brüder, hast du gewusst, dass der Mond zuständig ist dafür, dass es Wellen hat? Mhm. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heisst, aber Also die ein Tides. Wasserspiegel, es ist für den Wasserspiegel verantwortlich, ja. Schon crazy. Ich schicke dir mal ein Video, Bro, wo schön grafisch gezeigt wird, wie der Mond sich bewegt. Und du siehst unsere Erde, aber nur als Wasser. Und zwar nur also alles Erde ist weg, Ja. du siehst nur Wasser. Und dann siehst du einfach so, wie das schön grafisch gezeigt wird, wenn der Mond so... Das, ist ja, das hat etwas mit Schwerkraft zu tun. ja, oder? genau. Wenn der Mond so schön die Erde Ich umkreist, mein wie Ghetto-Kraft. wie so, genau, wie so das Wasser... Was sagt? Wer ist das gewesen? Massiv. Massiv, ja. Wie so das Wasser sich immer bewegt. Strömung Sorry, richtig du, voll an. etwas Alles erklären. easy, alles easy. Schon gut. Das kann auch. Wenn der Mond Ghetto-Kraft, geil. Also schätzt du mal eine Zahl? Aber Bro, so eine, die Tides, also das heißt, wenn sich der Mond um ein paar Wellen. Tides. Waves sind Wellen. Okay, ein Tide sind? Tide ist, glaube ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Du bist so ein geiles Jäger. Jetzt hast du mir gut zurückgegeben, Bruder. Wow. Tide, was ist Tide auf Englisch? Auf Deutsch? Ich glaube, also wahrscheinlich kann es sagen, ich kann es erklären. Kennst du B-Tide? Ich kenne den, der einzige Tide ist. Nein, T-I-D-E. Das ist, glaube ich, ist Tide Wasserspiegel? Ich weiß gar nicht. Also, Tide Deutsch. Ebbe und Flut. Gezeiten, Ebbe, Flut. Ah, eben, ja. Und Gezeiten. wenn sich der Gezeiten. Mond Okay, so. ein bisschen verschiebt Ja. und dann die Ebbe und so, dann tut die Flut Ja. ist es genau. Und dann kann es einen fucking Tsunami geben. Ja, ja. Es tun sich auch alle 500 bis 700.000 Jahre. Bist du dabei gewesen? Sorry. Nein, sorry, sag. Es tun sich auch alle 500 bis 700.000 Jahre tun sich unsere Pole Ja. ändern. Das heisst, irgendwann mal im Verlauf von den nächsten 500 bis 700, also ab 500.000 Jahren oder 700.000 Jahren passiert es und das switcht. Und dann? Anarchie, Bruder. Und dann Bro, ist wenn der, das, was eigentlich immer da hingehört, da ist, Ja. Erdbeben, Tsunami, alles. wirklich? Aber 500 bis 7.000 Jahre, Bruder, sollte der Sohn von meinem Sohn, von meinem Sohn, von meinem Sohn, von meinem Sohn. Wenn es überhaupt auch noch Menschen gibt. Ja. Aber das ist schon sick. Das passiert alle 500 bis 7.000 Jahre. Aber wie weit ist jetzt der Mond von meinem Ghetto entfernt? Eben, ich sage 300.000 Kilometer, was sagst du? Ich sage 1,3 Millionen Kilometer. Ich habe gemeint, der Mars ist so weit, aber ich rede auch nur Scheiß wahrscheinlich. Mond, Entfernung Gib aber die Vinti. zur Erde. Gib die Vinti. Okay. Wie viel? 340.400 Kilometer. Und der Mars war es 54 Mil, Bruder, 55 Mil. Du bist ja voll der Astronaut, Bruder. Oh, Mann, Bruder. Hast du das mit bloßem Auge können abschätzen jetzt? Ja, Bro, ich so. Krass, Alter. Direkt, also. Aber Ja. haben wir jetzt wieder so massiv Halbwissen verbreitet? Oder ist das also das mit dem Mond ist ja schon ein Fakt? Ja, das ist so. Das ist so. Also wenn der Mond weiter weg ist, dann ziehen sich Wellen mehr zurück. Und so mit dem Wasserspiegel, oder? Ja, also was. Bro, ich schicke dir mal das Video. Es ist schön, es ist einfach, Bro, in 10 Sekunden checkst ohne Text, um was es geht. Schon wild. Und was habe ich letztes Jahr noch gesehen? Bro. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein James Webb Teleskop ist oder ein anderer. Was? James Webb Teleskop. Was ist das? Hast du vielleicht vor ein paar Monaten gesehen, so Bilder von so Galaxien, wie sie entstehen und so von Staub. Das Bild zum Beispiel. Eventuell ist auch umgegangen. Ah, okay. Sie haben vor Bist du ein kleiner 30. Entdecker? Sie haben vor 20 oder 30 Jahren mit der kurdischen Kolumbus. Ja. Nein, das muss noch nicht. Auf jeden Fall. Bro, chill doch mal. Ich habe ein bisschen kalt und dein Bein geht gut. Komm näher. Bro, chill. Nein, Bro, es ist kalt. Nein, alles gut. Okay. Und Was bist du so? Hast du Angst vor Körper? nein, Bro, ich fühle mich wohl dabei. Bro, ich fühle die ganze Sache. Sag Stopp, wenn es zu weit geht. Stopp. Hast du es gern? Ja, Sag Bro, gern. fick dir geht, man. Bro, kommt Throwbacks über zu der, wo mich gezwungen hat, wo wir vorher geredet haben, man.
Help me! Sag stopp, stopp! Stop, Mann. Jetzt komme ich Anzeige über. Ja, fix, Anzeige. Ja, Anzeige, top, Mann. Bro, auf jeden Fall haben sie, das ist ein Teleskop, Bro, das sie vor 30 Jahren gebaut haben, angefangen zu bauen, oder vor 50 Jahren, oder vor 20 Jahren, ich muss nochmal schauen, ich bin nicht ganz sicher. Aber sie haben angefangen zu bauen und sie haben 30 Milliarden reingebuttert und das ist so ein Teleskop, Bro, der kann so weit hinter der Galaxie sehen und so weit auch zurückgezogen. Boah. Und also das sind alles so Sterne, weißt du, alles was ihr seht, sind so Sterne und so weiter. Das ist jetzt Sternenstaub, Bro, das ist gerade so, ich glaube, das ist gerade, nachdem ein Stern gestorben ist oder am Sterben ist, entsteht Sternenstaub. Und auf jeden Fall hat er jetzt Licht bekommen und Licht empfangen von einem Planet, der gestorben ist, von einem Stern, der gestorben ist. Erloschen ist, genau. Das siehst du immer wieder. Es gibt viele, die erloschen sind, wo das Licht noch unterwegs ist. Aber... Also das heisst, nochmal einfach erklärt, wenn ich mit dem Teleskop so weit sehe, also ich sehe zum Beispiel 200'000 Lichtjahre in die Vergangenheit. Also dann in dem Moment, wo das in mein Auge trifft, ist es schon lang weg. Schon lang passiert. 200'000 Jahre. Genau. Man sagt ja irgendwie von irgendeinem Planet, wenn du von unserer Erde wirst, jetzt mit einem Teleskop schauen wirst, glaube ich, Dinosaurier noch gesehen. Auf jeden Fall, Bro, haben das Licht empfangen, sie sagen, okay, das flasht mich ein Stern, der erloschen ist, und jetzt, Bro, jetzt kommt's. Sie haben das Licht untersucht und es hat einfach Atomstrahlen dabei, Bruder. Und jetzt gibt es 3 Theorien. Ja. Entweder passieren Sachen mit Sternen, wo wir noch nicht selber alles wissen. Das heisst, vielleicht gibt es irgendwelche Reaktionen, irgendwelche Prozesse, die wir nicht kennen. Die die haben können durch das Teleskop herausfinden, dass dort Atom ist. Nein, red Deutsch, Mann. Teleskop. Hey Bro, einmal. Oh fuck. Einmal im Kopf. Ich habe eine Migräne, shit. Einmal reden wir miteinander über ein spannendes Thema und du bist einfach ein dummes Arschloch. Nicht du. Wieso? Du hast voraus. Meine auf den kaputt gehen, nicht deiner. Hey, nein. Hey, Boah. Bro, eben, eine ist, entweder gibt es Prozesse, die wir nicht wissen, von dem, wo wir nicht wissen, wo wir kennen. Ja. Vielleicht gibt es irgendwelche Galaxien, die anders laufen. Dann gibt es nochmal 2 Theorien, die langweilig ist. Und jetzt kommt die 3. Theorie, die geil ist. Ja. Aliens. Ja. Und der Stern zerbubt. Mit Atomkraft. Unter anderem vielleicht. Krass. Und dann, wieso haben sie also nein, warte. Man geht davon aus, dass sie die Energie von dem Stern könnte ausgesogen haben. So à la Marvel? Und deswegen ist er gestorben und der Prozess zum Energie von ihm auszugeben hat auch Atomenergie gebraucht. Meinst du? Und, also Bro, das ist eine Theorie, Bro, sie sind nicht dabei, sie sagen einfach, sie so, ja, vielleicht das. Einer kommt einfach so ein Verschenkter. Aber was? Er hat so ein ganzes Hübschapparat, so, nachher vielleicht so gemacht, nachher so. Und die Roboter kennen den und der eine so, was singt der, Alter? Also, nein, schieb auf. Das kannst du mal, aber. Krass. Bro, kennst du das Video von der Araberin, von der einen Araberin, die sagt, listen ubeme? Nein. Kennst du nicht? Nein, sorry. Ich sag, Bro, die ist so legendarisch. Ich glaube, eine von Ägypten, wo halt sich über Obama beschwert. Oder irgendwie ja, was sagt sie? Listen ubeme. I am Egyptian woman. Geil. Weißt du noch das Video, wo der eine Reporter am Busch einen Schuh abgelegt hat? Ja, fix. Was war bei dem? Der ist ja... Das ist Knast gekommen, Wie lange ist der Knast gekommen? Keine Ahnung. King aber. Einfach für Schuhe, also Busch hat verdient. Ja. Aber ja. Bro, sie sagt so, irgendwie... Bro, ich kann es nicht nachmachen. Das ist so lustig, das Video. Ich muss das mal schicken. Das ist richtig Legend. Ich habe letztens ein Doku angefangen zu schauen. Über das Grab von Alexander der Große. Ja, Mann. Du bist doch ein riesen Fan von dem. Brutal, ja, Mann. Und, wo ist es? Ich habe mal meinen Onkel gefragt. Ja. Ich so... Er ist ein Bildete und so weiter. Er hat ich glaube, 2 Bachelor gemacht oder so. Wille?
Bro, du kennst ihn nicht. Ah, okay. Der bildet die Chefs. Schon denkt. Er ist schlau, er weiß, er hat nicht mit uns zu tun. Ja, ja. Und ich so, wo ist eigentlich Alexanders Grab? Er so, Istanbul. Ich so, gehen wir? Ja. Er so, ja, wenn ihr mal gönnt, gebt Bescheid. Ich google, Bro, ich so, wir gehen dir das wieder runter. Alexander der Große Grab, Istanbul, nicht. Er hat geglaubt. Er hat geglaubt, Bro. Ja, ja. Er ist auch der, wo mich Bro, er hat mal im Dorf, ich hab's schon mal erzählt, wir sind im Dorf gewesen, meine Eltern sind mit meinen Großeltern weggefahren, sind wir gehen das Leute besuchen und du bist mit dem Onkel jetzt da, mit deinen Brüdern, wir kommen in 6 Stunden. Und ich so im Dorf, Bro, voll langweilig, dort so 14, 15 gewesen, oder 13 oder 12. Und dann habe ich halt die ganze Zeit mit dem Onkel gestresst, weißt du, ich so, ja, gehen wir shooten, gemacht, also, es ist zu warm, es ist zu dies. Und nachher hat er so, und halt mich angefangen selber beschäftigen kurz, und dann angefangen so, einfach graben, Bro. Einfach, ich So habe kleiner Archäolog. einfach mein Großvater hat einfach so all das Zeug, da kann ich einfach anfangen graben, Bro. Ja. Weißt nicht wieso. Das ist so langweilig. Weißt du, ich einfach graben, Bro. Nachher mein Onkel, Bro, mit dem türkischen Kaffee, er so, du hast an den richtigen Ort graben. So, wegen, man sagt bei uns im Dorf, ist wenn der Dings gegangen, Seidenstraße. Kennst du? Ich so, ja, kennst du? Ja, man sagt, da ungefähr in der Region ist umgegangen, da auf der Dings. Gut Ort. Ich voll gehypt. 12 oder so, ich so, oh mein Gott. Ich sehe so einen Stein, wo ich Brunnen, ich so, Krass. ich so, das von früher. Ja, ja. Bro, er hat mich 3-4 Stunden so beschäftigt. Ey. In der Sonne, ich bin voll am Sterben, ich gehe nicht rein. Ich so, ich bin voll gestiessen, ich habe etwas trinken und so, ich kann gut duschen nachher. Er so, perfekt. Jahre später hat mir dann gesagt, er so, hey, er ist nicht möglich gewesen, ich kann nicht schauen, vor durch, es ist nicht gegangen, sie sind zu hyperaktiv. Nein, was sind die Brüder gewesen? Der jemals mit mir, ich glaube, sie noch mit mir am Graben gewesen. Alle 3 glaubt. Weil, so, wenn ich gegrabt habe, Ja. er hat jemals mitgegrabt. Ja. Und der Roger, weißt du, jemals hat wegen mir mitgegrabt, der Roger hat wegen mir jemals mitgegrabt, ja. Alle so, alle am Graben. Ich kann ist das Ogi und die Kakerlaken? Nein, das ist nichts. So Texaner Music. Aha. Ich Ich habe als Kind, hat mir mal meine Kindergartenlehrerin so gesagt, da nimm die Schaufel und kann ich graben. Und ich habe halt graben. Und dann auf einmal habe ich so rote Ameisen gesehen. Ja. Ich habe noch nie vorher rote Ameisen gesehen. Und dann habe ich so gesagt, ey Leute, da ist ein Schatz, darum sind die rot. Und dann sind wir Kinder graben gekommen, bis die Ameisen uns kaputt gebissen haben. Die sind wirklich schlimm. Hast du mal die Feuerameisen erlebt? Nein. Die bissen dich kaputt. Wir haben überall Ameisen. Kennst du Eschekarse? Es gibt eine Biene, die ist so groß und die ist so aggressiv und die ist so ekelhaft. Die heißt Eselsbiene. Wie es einfach so, dich so aufregt. Die ist richtig laut und groß und du weißt, die ist richtig ekelhaft. Also weißt, schon wenn du siehst, du weißt, die ist aggressiv. So richtig so dunkelrot mit so komischem Gel und Bro, Hornisse. Sind das? Ich schwöre auf meine Mutter, die sehen anders aus. Das sind, zeig mal Bilder, Bro. Die Schweiz kannst du nicht vergleichen, Bro. So, das, das ist die Schweiz, ja, das, so ist die Schweiz. Das ist die Schweiz. Ja, ja. Das. Und die ist ungelogen. Das sind so orientalische Hornisse, sagt man. Ja, Bro, und die sind, ich schwöre auf alles, die sind... So nennt es auch meinen Schwanz. Oh, fuck. Sagst orientalische. Wegen, Oh mein Gott. wegen Stecher. Und wegen von Orient. Okay. Danke für. Gerne. Und, Ich habe keine Lust mehr, ich schwöre. Bro, die sind so groß. Sorry. Auf jeden Fall, die sind richtig groß und wir sind tun am Grillen gewesen, Bro, am Fluss. Und Bro, mein ein Onkel von Mutterseite, er hört so, er so, hey Gott. Und ich kann einfach so, hey Mann. Und dann kann er so, ey, ich schwör, fick dir jetzt der Hurensohn. Und dann mein Großmutter, wer, was? Die scheiß Biene. Bro, die kannst du machen. Biene ist so breit. Er hat Oklava, wow, so breit ist. Ja. Wo er triffst, Bro? Er, der andere, Ungarn, die Biene so. Das ist auch, glaube ich, auf Deutsch. Walholz. Walholz. Aber der dünne. Der dünne, der zum Teig Der, der auch gut gefetzt hat. Der gut gefeigert hat. Bro, er ist 10 Minuten lang. Okay, ich bin vielleicht 5 Minuten lang. So. Und er hat nicht getroffen, Bro. Wie willst du halt treffen? Ja. Vom Ventrisch. So. Und nach 5 Minuten er ist so, ich weiß, das ist scheißegal, gib auf. Ich kann es einfach sehen. Die Bienen checken, ich bin 5 Minuten am Fighten, die checken. Ja. Er sagt dann,
Er so. Hey, Fresse. Er so, nein, es geht nicht. Er macht zu viel. Er so. Direkt so. Voll ab. Sicher Bro, nachher, Bro, das Erste, was passiert ist, ich habe es gesehen, meine Großmutter und mein Bruder, mein anderer Onkel. Mein anderer Onkel. Du dumme Sieg. Gib die Anschlüsse, was? Gib Anschlüsse, das wird schlimm, gib ich mich Apotheke für dich. Scheiße. Nachher geht das Wasser im Fluss. Ne? Ja, fuck. Und nachher, meine Großmutter so, und? Hat sich gelohnt? Ja. Hä? Lass doch einfach, die Band hat doch nichts gemacht. Er so, es ist tot jetzt. Schau mal deine Hand, da kannst du nicht mehr brauchen. Bro, ich bin allergisch gegen Bienen. Ich finde es lustig, wie du es herausgefunden hast. Das hast du schon mal erzählt. Ja. So, also jetzt haben wir noch jetzt haben wir knapp 40 Minuten aufgenommen. Jetzt also gibt's noch, eigentlich etwa 2 Stunden. ja, genau, inoffiziell. Jetzt gibt es noch 1-2 Community-Fragen von vor einem Monat etwa. Wir haben ja damals, als wir gestellt haben, 2-3 Fragen genommen und den Rest haben wir dann leider müssen auslassen, weil wir haben müssen stressen. Ich glaube, das ist dort, wo wir Pelin in den Geben gekommen sind. Ja, ist immer wegpillen. Immer weg Pelin. Oh mein Gott, das ist schon das von der Pelin auf letzte Folge drauf ist, schießt mich an. Das ist doch die Folge gewesen. Also ja, die Folge, aber jetzt nicht online kommt, weil wir kein Audio haben. Haben wir doch jetzt über Pelin geredet? Letzte Folge auch. Und dann hast du... Aber warte, wo ich sie nachgemacht habe, Ja. ist das nicht in dieser Folge jetzt gewesen? Bro, du fickst mich. Nein, wir haben doch am Anfang über Kellner geredet von dieser Folge. Hä, ist das die Folge gewesen? Ja, nicht, das ist die, die wir aufgenommen haben, und nicht die, die wir nicht Mein, aufgenommen oh mein Gott, ich bin so verloren. Ja. Wir haben direkt auf weiter aufgenommen. Also, so. haben. Komm, wer jetzt eine News? Ja, wer hat eine News? Also, wer eine News? Regi 2O fragt, was haben ihr mal gemacht, und er sagen wir, das würde ich heute nicht mehr machen. Gar nicht. Der eine oder andere Mensch nicht mehr kennenlernen vielleicht. Ja, fair. So, muss nicht sein. Nicht mehr so Oder- viel Effort in Menschen in das stecken, was Genau. nicht verdienen. Viel früher Schlussstrich ziehen und die Menschen aus dem Leben rauslassen. Oder eben erst gar nicht getroffen haben, aber es ist passiert, was soll ich machen? Ich habe schon letzte Folge gesagt, eben, gewisse Leute sagen so, jeder Mensch ist eine Lektion, jedes Erlebnis, jede Phase im Leben ist eine Lektion. Der eine oder andere Mensch ist keine Lektion, der ein oder andere Mensch ist einfach, hast gar nicht ins Leben kommen, man, hast gar nicht müssen kommen. Aber egal, es ist passiert. Kennt ihr die bei YouTube-Videos so sentimentale Comics schreiben? Hassen die so Nonsens? Ich weiß nicht, was du meinst. Weißt du, was er meint? Nein. Ich lese selten YouTube-Kommentare. Er meint wahrscheinlich so, kennst du ihn so, ein Lied los ist im 2022 und das Lied ist aber rausgekommen im 2008. Ja, es gibt Leute wie so, oh mein Gott, immer noch ein Banger. 15 years later und Aha. aber amix kennst du ein Ding? Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Das hat man etwas, ja. So ein Lied, wo so halt, oder wie heißt das eine Lied? Tears in Heaven. Ist das eins bekannt? Oder ist Ja, das das schon haben wir in bekannt? der Schule. Ja, ja, voll, das haben wir gesungen. in der Schule gesehen, genau. Das singt er über seinen Sohn, der gestorben ist. Okay, krass. Nachher schreiben die Leute halt, oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, mir ist gerade etwas eingefallen. Was, erzähl? Auf Reddit hat mal einer auf Ask Reddit geschrieben, wenn er mit einer Person auf der Welt, tot oder lebendig, könnte schlafen. Mit wem würde er schlafen? Nachher schreibt einer so einen riesen Text. Schreibt so, meine Frau ist gestorben. Hast du das schon erzählt? Ich glaube es, aber ich kann es nicht im Kopf erzählen, ist schon gut. Er so, meine Frau ist gestorben und mit ihr, ich wollte auch wieder mal mit ihr schlafen, weil Aha. die Art und Weise, die Art, hast du das schon im Podcast erzählt? Ja, ja. Ah, scheiße. Und nachher sagt der andere, keine Ahnung, wer es ist, aber ich will auch mit dir. I also, vor, du gibst dir so viel I Mühe. also choose this man's wife. Bro, stell dir vor, die Frau ist gestorben, jetzt sagt dir jemand so, ein Online-Portal, wo du dich nicht gesehen hast, hey, erzähl mal, wer ist am meisten? Und du so, wow, jetzt kann ich endlich mal, ich kann jetzt endlich in Wörter fassen, was ich empfinde, was ich vermisse, was ich fühle. Und einfach ein Peach. Und sagt, ich fick deine Frau. So, was würde ich nicht machen, was ich mal gemacht habe? Ja, einfach, ja, ein oder andere, ohne Scheiß im Fall, ein oder andere Mensch, den ich kennengelernt habe, hätte nicht so kennenlernen. Ganz Also ehrlich. geboren werden ist jetzt auch nicht so chillig gewesen. Mama rum, es ist schon geil. Ah, okay. Also für mich, also es ist momentan wieder gut. Momentan, was heißt momentan? Es ist schon seit, es geht eigentlich
ist gut letzter Schön, Bruder. Zeit, schon seit ein paar Monaten. Schöner Pulli. Danke, Mann. Fühlt sich gut an. Ich habe heute auch Hast nicht du so... kein T-Shirt unter? Nein. Und Geil. Sehr gut. Ey, Bro, ernsthaft. Und Stressig. Schlimm. schlimm. Und Schlimm. Slim Thick. Und ja, ich würde sagen, vielleicht ein oder andere Mensch, der in mein Leben gekommen ist, hätte müssen sein. Ja. Aber es ist passiert, deswegen ist es passiert, kannst du nicht mehr in die Vergangenheit zurück. Ich weiß einfach auf jeden Fall, wer jetzt in das Leben kommt. Das ist der einzige Weg, um mich aus dem einen oder anderen Menschen rausziehen, zum Essen und nicht zu taugen. Mhm. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Meinst Ich habe keine Lust mehr. du? Machen wir noch. Bro, ich Bro, vertrag's machen nicht wir mehr. noch. Machen wir noch. Ich vertrag's wirklich nicht mehr. Komm, noch eine Frage. Also, Jetzt will ich eine auskommen. zeig dir was. Gib doch, lass mich eine auswählen. Oh, warte. Lass mich doch eine auswählen. Also, wer los? Stimmt, eigentlich kannst du es auswählen. Mhm. Bis der Josh eine Frage auswählt, sind, ich glaube, 7, 8 Bilder im Fall, das sind schon ein paar gute Ui, Fragen. Bis der Josh, hast du etwas? Wieso du siehst? Wenn du etwas hast, gibst du Bescheid. Ich sag's dir. Okay. Bis der Josh schreibt oder auswählt, was ist, eine Frage von mir persönlich an alle da draußen. Was ist für die seit kurzem dabei sind, für die aber auch erst seit ein paar Wochen dabei sind oder für die von Anfang an dabei sind, kann jeder seinen Senf dazugeben. Aber für die jetzt wirklich am Hören sind, könnt ihr mir bitte sagen, was ist euer All-Time-Favorite so nach 50 Folgen? Was ist euch geblieben? Was sagt ihr, ist geil gewesen? Weil nehme mich schon wunder, ich will wissen, was ihr sagt, um so ein bisschen auch wissen, so, wo stehen wir, weißt, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht gut gemacht, was können wir vielleicht wieder reinbringen, was wäre wieder gut zum mal machen. Und ja, gebt euch Bescheid, was ist euch geblieben, was ist extrem scheiße gewesen, könnt ihr auch sagen, was ist extrem gut gewesen. Ja. Ich kann einfach schnell warten und schauen, wo das jetzt angeht. Das wär's gewesen. Es hat so tönt wie jemand, der eine Präsentation haltet und nicht weiss, was als nächstes kommt. Aha, nein, ich kann Und nur einfach redet. Nein, ich kann jetzt einfach nur denken, keine Ahnung, es wäre doch mal cool. Wir machen halt am Ende von jeder Folge machen wir so einen Tag oder 2 später so, hey, gib doch ein Feedback, wer hast du gefunden? Ja. Und jetzt mich einfach so wundern, so nach 50 Folgen wäre schon fair. Man Zum fragt, Fragen. was ist die geilste Folge? Oder einfach, was ist euch, also muss mal einfach der geilste Moment oder was hat euch am meisten gefallen? Kann auch etwas sein, was auf Insta zum Beispiel auch war oder so. Aber ja, einfach, was ihr geblieben ist, was ihr gut gefunden habt, was ihr gefunden habt, ist nicht gut gewesen oder was ihr vermisst. Einfach mal schreiben. Dankeschön. Hast du etwas? Ich habe 2 Minuten überbrückt, Bro. Hey, nein, Bro, ich kann einfach nicht. Wie meinst du das? Okay, also eine fragt, wie würdet ihr die schönste... Nein, Bro, sorry. Von was hast du am meisten Angst in deinem Leben? Spinnen. Wirklich? Voila, Spinnen. Einfach? Spinnen, Bro. Käfer im Allgemeinen, aber spezifisch Spinnen. Das ist so deine größte Angst. Ich kann nicht mit Spinnen anfangen. Nicht irgendwie, kann ich allein sein oder so etwas. Oder allein sterben oder unglücklich sein. Einfach Spinnen. Spinnen, Bro. Okay. Bro, Einsamkeit ist schon grusig. Aber wahrscheinlich hast du so Arachnophobie. Also so wirklich so wenn du Spinnen siehst. Uah. Also es gibt zum Beispiel in neue Dings gibt es in sehr viele Games so einen Modus, der heißt eben der Arachnophobie-Modus kannst einstellen und nachher sind alle Viecher, die wie Spinnen aussehen, werden nachher halt verändert, dass sie nicht mehr wie Das Spinnen brauche ich. Das brauche ich. Aber es ist wirklich so panische Angst. Nein, ich kann, okay, es ist nicht so extrem, dass ich jetzt, wenn ich eine Spinne gesehen kurz vor dem Pass-Out bin. Aber Es gibt ja so es muss einfach sofort weg. Es gibt ja so eine Online-Hoax, so eine Fake News-mäßig, wo man sagt, jeder Mensch isst in seinem Leben 8 Spinnen. Ja, Und voll. das Stimmt das so- eigentlich? Nein, stimmt nicht. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich kann extrem. Bro, ich frage dich auch nicht. Ich kann extrem nichts mit Spinnen anfangen. Nichts. Ich habe generell, Bro, wenn ich schon nur ein Krabbel spüre, Ja, ganz Bro, schlimm. ich bin 1,85, ich bin ein gemachter Mann ungefähr. Alhamdulillah. Aber wenn so ein Krabbel gehört, Bro, ich. Gerade unfähig. Ich muss grad, es muss sofort weg oder sterben, eins von beiden. Und bei Spinnen ist meistens, Bro,
ich halte es nicht aus. Es muss weg. Es muss weg. Zum Beispiel bei uns im Dorf von meiner Mutter, sagt man immer wieder, dass es eine Uhr für Spinnen hat. Spinnen sage ich, Schlangen. Ja. Und ich weiß nicht wieso, aber vor Schlangen habe ich nicht so fest Angst. Weil ich habe schon ein paar im Leben kennengelernt, ich kann gut mit euch umgehen. Und Ey, Bro, kann ich einfach gehen und du machst fertig? Bro, kannst du einfach chillen, das ist gleich fertig. Ja. Und dort habe ich so meine Großmutter mal gefragt, weil meine Großmutter stabilste Frau auf der ganzen Welt. Wir haben mal Dings gesehen, eine Schlange, Bro, sie ist einfach gegangen, bam. Und weg, als wäre nichts. Und dann habe ich gefragt, ich so, ja, Großmutter, weißt du, so, keine Ahnung, man, wieso, wenn du weißt, das für Schlangen, wieso musst du da leben? Ja. Oder wieso? Und sie so, hey, look, du lernst mit deinem Leben und sie so, gut ist, Schlangen sollst du eigentlich nicht umbringen. Schlangen kannst du eigentlich eine, zwei, kannst, wenn du mal so siehst, in der Umgebung von deinem Haus und von deinem Garten, lassen sie, die bringen die Ratten um, die bringen die anderen Tiere um und so. Die macht eigentlich... Wie Spinnen fressen sehr viele Tiere, die halt... Ja, fix. Deswegen, ich habe einmal in meiner Zeit, es hat sehr viel Mut, ich habe mich wirklich extrem überwinden, Bro. Und ich habe mal so 2 Spinnen gesehen im Ecke dort. Ja. Und ich habe gleich so, komm, wenn ich die lang und die anderen Käfer umbringen, ich lasse sie in Ruhe, sie lassen mich in Ruhe. Ich sehe sie am Abend, ich stehe morgen auf, sie nicht um, ich warte bis sie wieder kommen und bringe sie gerade um. Der Deal ist, dich nicht bewegen von dort, Bruder. Beweg dich nicht von dort, Bruder, bleib dort. Das ist meine Spinnenphobie. Du? Bro, ich habe Angst, dass die Folge nicht aufhört.